Hey, vielen, vielen Dank. So schön, dass ihr auch hier dabei seid und wir einfach das Q&A machen können. Richtig, richtig cool. Leo, magst du einfach nochmal in 30 Sekunden kurz die Message einmal zusammenfassen? Es geht um den Schlüssel der Gesundheit und das ist ein hochkomplexes Thema, aber ich glaube, dass Social Media und auch online und der Computer eben auch einen neuen Zugang ist, der sehr interessant ist, aber auch der Informationsflut, den wir haben und die Möglichkeiten ist das Tempo viel zu schnell, wo ich merke, dass viele Leute einfach Mühe haben, mit diesem gesunden Umgang zu entwickeln und ich glaube, das hat auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ja, voll. Wie findet man eine gute Balance zwischen Körper und Gesundheit? Gute Balance, ja, das ist ein gutes Stichwort. Für mich sind es immer wieder Dinge auszuprobieren. Also neue Dinge auszuprobieren, wie vor einigen Jahren hat Leo mal so in die Pastorenrunde geworfen, dass man doch anstatt in der Fastenzeit immer auf Dinge verzichten, doch auch Dinge hinzufügen könnte, zum Beispiel 1 Stunde gehen pro Tag. Das hat bei mir angeklickt, ich habe da was gespürt in mir, habe das einfach mal ausprobiert und gemerkt, dass das ist, was ich jetzt in dieser Season einfach brauche. Und ich glaube, so kriegt man eine gute Balance, weil irgendwie merkt man ja, dass etwas ein bisschen aus der Balance geraten ist und dann einfach neue Dinge ausprobieren, was einem anspringt oder anspricht und dann auch wieder aufhören, wenn es nichts ist. Du hast, glaube gut gesagt, Susanne, es ist auch eine Phase. Ich meine, wenn man keine Kinder hat, ist das eine ganz andere Phase von Balance. Ja, hast du Kinder, ist wieder ein ganz anderes Thema. Sind die Kinder aus dem Haus, das ist ein anderes Thema. Also unser Leben verläuft immer in so Seasons, in einer Saison drin. Ja. Und das ist immer ganz, ganz unterschiedlich in dem Sinne. Und das verändert sich auch in dem Sinne. Ja, mega interessant, dass Eremos nicht unbedingt bedeutet, dass man was nicht macht, sondern vielleicht auch mal bewusst etwas macht, um dann wirklich in diese Zeit reinzukommen, wo man auch sich entspannen kann, aber auch, wo man von Gott irgendwo erfüllt wird. Hey, wie sieht es mit der Zeit mit Jesus aus? Weil es ja noch mal ein weiteres To-Do sein könnte. Wie sieht es da in dem Bereich aus? Für mich ist generell mal wichtig, ich meine, ich bin wie ein Schaf. Ein Schaf ist ein bisschen blind und nicht so intelligent und es wäre für mich eine Anmaßung, nicht den Hirten zu fragen. Der Schöpfer ist, der den Überblick hat, den Durchblick hat, nicht zu fragen. Das wäre für mich wie doof. Also auch wenn ich mich noch alles, was ich habe, investiere, ist es immer noch nicht im Vergleich, was Gott machen kann. Also ich bringe mich in die Position von einem Schaf, wo ich sage, aber ich will, dass du mich leitest und führst in Orte, wo ich nie selber gehen würde, Dinge wagen, die ich nie wagen würde. Aber jetzt kommt das Aber. Dennoch und trotzdem, Pat, muss man auch die Freundschaft mit Jesus, die muss man pflegen, weil sonst stumpft es ab. Ich meine, eine Ehe kann abstumpfen, auch mit Kindern kann abstumpfen. Das heißt, man muss immer wieder, die Juden sagen, dass das Wort Gottes ist wie ein Diamant, das hat 72 Antlitzen. Man muss es immer ein bisschen drehen und dann sieht man immer eine andere Perspektive. Es ist immer noch der gleiche Diamant, es ist immer noch die gleiche Perspektive, aber es ändert sich vom Winkel und den Farben etwas. Und so muss man auch die Freundschaft mit Jesus in einer Ehefreundschaft immer wieder etwas hinzufügen, dass es spannend und prickelnd und lebendig bleibt. Ja, und ich glaube eben, das Hinzufügen, das ist ja der Challenge. Wenn wir wahrscheinlich jetzt eine Umfrage machen würden, wer hat Zeit, um 1 Stunde mehr mit Gott zu verbringen pro Tag, würde jeder sagen, also ich habe keine Ahnung wie. Aber ein Bild hilft mir dabei und das ist das Bild von, das braucht man für, keine Ahnung, Zeitmanagement. Es ist ein Bild vom Krug und im Krug hat es Wasser, Sand, Kieselsteine und dann noch große Steine. Und wenn du das in dieser Reihenfolge einfüllst, dann überläuft es. Wenn du es aber umgekehrt reinfüllst, wie große Steine, Kieselsteine, Sand und Wasser, dann hat alles Platz. Und für mich bedeutet es immer wieder einfach zu definieren, was genau sind jetzt die großen Steine in meinem Leben? Und Zeit mit Gott verbringen ist für mich so ein großer Stein. Der hat einfach Platz. Mir fällt es am einfachsten, das am Anfang vom Tag zu machen, als irgendwann am Ende. Dann habe ich es vergessen. Wenn ich meine irgendwelche Fitnessübungen sage, ich mache das am Ende vom Tag, dann mache ich es nicht. Aber was mir wichtig ist, mache ich am Anfang vom Tag. Und dann habe ich wirklich schon erlebt, dass der Rest geht irgendwie. Es ist interessant, Martin Luther hat gesagt, wenn er viel zu tun hat,
dann steht er sogar 2 Stunden früher auf, um noch länger mit Gott Zeit zu verbringen. Und ich habe ihm gedacht, das ist ja crazy, Mann. Da würde man sagen, ich habe nicht die Zeit dafür, meine Agenda ist voll. Aber mit dem wollte er eigentlich sagen, dann, sonst bist du ein Hamster, der sich einfach im Rad dreht und mit der Zeit einfach 1000 Dinge macht, die man nicht machen muss. Mit dem hat er eigentlich gesagt, dann ist es noch viel wichtiger, dass ich über der Sache stehe. Ich merke, wenn ich zum Beispiel nicht diese Zeit mit Gott verbringe, dann bewege ich mich im Strom von allem. Aber wenn ich mit Gott Zeit verbringe, dann stehe ich wie über der Sache. Ich merke, ich bin wie souverän. Verstehst du? Sonst wird man plötzlich müde, man wird gereizt und man merkt, man hat dann Abstand nicht mehr. Und ich glaube, stille Zeit, die man aktiv mit Jesus verbringt, ist eben genau, dass man immer über einer Sache steht. Man ist nicht der Schwanz, man ist der Kopf, man ist immer noch im Lied drin. Und sonst merke ich selber, man ist dann plötzlich so mittendrin und man macht nur noch und dann macht man zu viele Fehler. Mega, mega spannend, weil unser Leben ja schon voll ist, oder? Mit Arbeit, mit Familie, mit Hobbys. Deswegen ist es mega, mega spannend. Ich habe noch eine andere Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Wir als ICF, wir haben ja sehr, sehr viele Angebote. Wir bleiben ja nicht stehen als ICF. Wir haben immer auch neue Ideen, was wir machen können. Sind wir als ICF zu beschäftigt, gerade nach so einer Message? Also wenn du eben jetzt zurückspulst, vor 10 Jahren hatten wir nie so viele Angebote wie heute, weil wir waren auch weniger Leute oder Gottesdienstbesucher in dem Sinne. Jetzt musst du dir mal vorstellen, jemand hat eine Leidenschaft für das Thema Israel. Und die wollen ja nicht unbedingt jetzt in der Band mitsingen und die haben dann ein Israel-Ministry angefangen. Andere haben Leidenschaft für Sport, für Kämpfe, für Geschäftsleute, was auch immer. Das heißt, Leute gemäß ihrer Leidenschaft bauen sie etwas auf und können mitarbeiten. Und da erleben sie Gott auch mega, mega viel. Es ist ja nicht so, dass wir alles machen, sondern die Leute, wir sind eine Volunteer Church und sie machen eigentlich dann Angebote für die Leute. Und wenn Leute kommen, super, die müssen sich auch multiplizieren. Und wenn man ein Angebot macht und niemand kommt und niemand fragt, dann hören wir das Angebot wieder auf. Also von dem, es ist immer, in einer großen Kirche geben wir vielen Leuten die Plattform gemäß ihren Leidenschaften, das auch für Jesus auszuleben. Ja, und andersherum könnte man ja auch sagen, wenn wir jetzt sagen würden als Kirche, wir machen nur am Sonntag etwas und der Rest habt ihr Zeit, wir wollen euch nicht beschäftigen, ist es einfach eine Illusion zu glauben, dass die Leute dann unter der Woche am Abend einfach Zeit zu Hause haben, sondern es gibt ja 1000 Dinge, die man tun kann. Also geht es einfach darum, auch unseren Leuten die Möglichkeit zu geben oder überhaupt den Leuten diese Dinge rauszupicken, die sie eben ansprechen und da auch Angebote zu haben. Mega spannend. Wir hatten vorhin darüber geredet, dass es ein buntes Angebot ist, hey, und wir uns einfach als Church, als Volunteer Church einfach auf die Dinge konzentrieren können, die uns einerseits interessieren, aber... Ja, du musst dir mal vorstellen, jetzt auch dieses Setting von Churchbox ist ein gutes Beispiel. Jetzt zum Beispiel war Debbie war da, sie hat eine Begabung beim Reden, beim Sprechen, jetzt ist sie da, ein Teil davon sind ja Volunteers oder auch hinter der Kamera oder jemand, der sagt, ich habe eine Leidenschaft für Multimedia oder für Grafik. Die sind ja froh, wenn es auch Dinge gibt, Settings, Formate gibt, wo sie ihre Begabung ausleben können. Und darum ist es ja immer eine Chance, wo wir sagen, wir sind eine Volunteer Church, wir wollen Leuten equippen, ihnen helfen, näher zu Jesus zu kommen, aber sie müssen sich auch multiplizieren, überlegen, wo gibt es Leute, die haben auch eine Leidenschaft für die Churchbox, so haben Leute eine Leidenschaft für die Grafik, für die Band. Und dann findet man plötzlich Leute, die sagen, das ist genau mein Ding. Und da fühle ich mich so richtig wohl, da blühe ich auf, weil es hat auch mit dem zu tun, man muss auch herausfinden, wo blühe ich denn auf, was gibt mir Energie. Also wenn du Dinge tust, die du gerne tust, gibt es Energie. Machst du nur Dinge, die du nicht gerne tust, hast du am Ende vom Tag bereits schon einen Burnout, weil du merkst, es raubt dir Energie. Darum, je größer eine Church ist und je mehr Möglichkeiten du gibst, desto mehr Leute, die blühen auf und sie bekommen Energie. Ja. Richtig, richtig gut. Hey, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter reden. Hey, kann ich euch einfach das ins Herz legen? Kauft das Buch und arbeitet es durch mit eurer Small Group, mit eurer Familie. Ich glaube wirklich, dass die einzelnen Bereiche, über die wir jetzt in den letzten 2 Wochen, aber auch in den nächsten paar Wochen noch reden werden, dass es wirklich etwas ist, was uns als individueller Mensch, aber auch als Familie und auch als Small Group einfach nach vorne bringen können. Wir haben in meiner Small Group auch darüber geredet, wie wir in den einzelnen Bereichen einfach nach vorne gehen können, wie wir uns gegenseitig dann auch ermutigen können, in diesen Bereichen wirklich einfach zu wachsen. Deswegen kauft euch das Buch, schaut euch die Message an, es bringt wirklich was. Das andere Angebot, was ich euch gerne noch ans Herz legen möchte, ist, wir haben 3-mal im Jahr einen Kurs, der nennt sich Entdecke Gott Kurs. Und zwar ist der Entdecke Gott Kurs dafür, dass egal, ob du heute Morgen eine Entscheidung
Entscheidung für Jesus getroffen hast oder ob du schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Wir kommen einfach zusammen, wir teilen uns in Small Groups und wollen einfach tiefer gehen in der Beziehung mit Jesus miteinander und auch füreinander. Also füreinander einstehen, aber auch selber, dass du einfach die Beziehung mit Gott einfach nochmal vertiefst. Und das bieten wir sowohl vor Ort hier in Zürich an, als auch online. Das heißt, du kannst auch online mit dazukommen. Ich bin da auch online mit dabei. Das heißt, du darfst online auch in Small Groups teilnehmen und wirklich diese Beziehung mit Gott über diese 10 Wochen einfach nochmal vertiefen. Deswegen melde dich dazu an. Ich würde es lieben, wenn du einfach dabei bist. Hey, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir haben einige Sachen, die wir unter der Woche anbieten, zum Beispiel unsere Hour of Prayer am Dienstag. Kommt einfach dazu, lasst uns füreinander und miteinander beten und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Bis dann.